habe wirklich das Gefühl, ich bin hier integriert, ich bin hier aufgewachsen und alles, aber als ich den Landdienst gemacht habe, habe ich wirklich gemerkt, Kulturschock. Ich bin Merita, 28. Also du weißt auch nicht genau, wo du herkommst. Ich bin dann auf Wasterkingen. Das ist irgendwo so 10 Meter von der deutschen Grenze entfernt, aber es gehört noch zu Kanton Zürich. Meine Eltern haben mich gebracht, mit meiner ganzen Familie, einfach so Geschwister und alles sind mitgekommen. Der Hans, Uli und Ursi haben dort gearbeitet. Also die zwei waren nicht Kuraten, sie haben nur zusammen gebaut. Sie hatten 7 Kühe, 4 Geissen, 3-4 Hühner, 2 Schildkröten und 3 Katzen. Und irgendwie von diesen 7 Kühen haben 2 Sonja geheissen, warum auch immer. Und das Haus, also du bist so reingekommen und es hat mega gestunken. Und dann haben sie irgendwie Zeitungen am Boden ausgelegt. Und ich so, wieso haben sie Zeitungen am Boden? Zeitungen haben sie, weil wenn sie dann vom Stall in die Küche reinkommen, dann wollen sie eben nicht jedes Mal die Stiefel abziehen. Darum sind sie echt vom Stall in die Küche gekommen mit den Stiefeln. Und es hat so gestunken, Und dann im Bad hatten sie echt keinen Vorhang. Ich habe so gefragt, ja, aber Ursula, wie soll ich jetzt da duschen, wenn es da so... Es hat echt keinen Vorhang, da kommt jetzt das ganze Wasser raus. Dann sagen sie, ja weisst, wir tun darum nicht duschen, wir tun darum einmal im Monat baden. Ich so, hä? Ich war eine ganze Woche da und wirklich, also die halten sich dran, die machen einfach so ein bisschen Katzenwäsche. Wenn du Zeug hast, abwaschen, sie einfach nur mit heißem Wasser abgewaschen. Also sie hatten auch so ein Spielmittel gehabt, das war noch nie gebraucht. Dann hatten sie noch so einen riesigen Spaghetti-Topf gehabt. Ich habe mal reingeschaut, so, oh, was ist echt da drin? Was war da drin? Genau, ihre Unterwäsche, die sie gekocht haben. Gut, dann komme ich wieder drauf. Tschüss. Was darum ging, ist ja irgendwie zu mörgeln oder einfach sonst zu essen. Ursula, die ist so ganz am Rand gehockt, neben der Wand. Und dann ist der Hans-Uli neben ihr gehockt. Dann dachte ich, du einfach anschliessen. Also weißt, ich dachte, ich gehe einfach neben dem Hans-Uli hocken. Und dann sagte sie so, also nein, das ist der Platz vor Katze. Und dann so, aha, okay. Dann habe ich nebendran hocken und habe gesagt, nein, also weißt, wir haben 3 Katzen und die können dann auch essen. Ich so, okay, wo soll ich denn hocken? Dann bin ich irgendwo hinten, dort am Tisch bin ich hocken. Und dann habe ich gedacht, hey, die verarschen mich doch einfach. Also, was die Katzen kommen. Hey, und dann wirklich, kaum war das Essen auf dem Tisch. Du siehst so die erste Katze, die zweite, die dritte, die sind einfach dorthin. Und haben einfach wirklich, die haben mit uns gegessen. Ich dann die ganze Woche habe ich Joghurt gegessen, nichts anderes als Joghurt. Und das Löffel habe ich sauber abgewaschen. Mit dem Spülmittel, das noch nie aufgemacht wurde. Und dann habe ich einer Kollegin angerufen und dann habe ich ihr wirklich mega ins Telefon gerannt. Hey, das geht gar nicht, das ist wirklich, ich habe nicht mal richtig Essen hier. Ich habe mir ein Fresspäckchen geschickt mit irgendwie Chips und Red Bull. An der Stelle, merci vielmals. Es ist wirklich abartig, wie viel sie arbeiten. Vom 7:30 bis am 11 bist du irgendetwas immer am Machen gewesen. Und dann bist du auch wirklich heimgekommen, völlig kaputt, einfach ins Bett. Ab und zu ist mal der Böstler gekommen, der gleichzeitig der Mechaniker war und gleichzeitig der Mann für alles irgendwie. Da ist es aber noch helfen, so helfen heuen. Aber sonst haben sie das einfach alles allein gemacht. Wenn du schon nur im Migros gehst, Beeren kaufen, kostet das ja viel. Also irgendwie 6-7 Stutz. Und ich weiss warum. Weil wir sind die anfangen zu pflücken. Wirklich echt mitten am Tag, also als die Sonne auf dem Zenittisch war, haben wir echt die Beeren gepflückt. Und ich so, Ursula, wieso müssen wir das jetzt machen? Es ist mega heiß. Jeden Morgen musst du den Kühen zu fressen geben. Echt so einen riesigen Berg von Gras und dann kiloweise Salz. Also im Albanischen gibt es so ein Sprichwort, friss nicht wie eine Kuh. Ich kann euch versichern, du kannst nicht wie eine Kuh fressen, wo sie fressen so viel. Ich war so lange damit beschäftigt, die Kühe zu füttern. Und dann war ich so in der Scheuer und dann ist das Radio gelaufen. Und dann dachte ich, super, ein bisschen Musik. Und dann ist noch so gekommen, ja, und jetzt die Hitparade von weiss nicht wann. Und ich so, super, noch Hitparade und so. Dann war es echt die Jodler-Hitparade. Dann musste ich zu dem allem echt noch die Jodler-Hitparade hören. Und ich habe wirklich viel hören, aber die Jodler-Hitparade ist einfach eine zu viel. Der Hans-Uli hat ein Huhn geschlachtet. Er hat dem Huhn den Kopf abgehackt und dann ist das Huhn noch gelaufen. Das ist wirklich wie so die restlichen Nerven, die die Hühner wie noch haben. Und dann ist es einfach ohne Kopf Bullabak gereiht. Ich habe fast nicht können. Es hat mich so gelüpft. Dann ist wirklich mega viel Blut und all das ganze Zeug noch rumgelegen. Dann hat er so gesagt, ja,
kannst du das bitte noch wegräumen? Ich so, nein, das kann ich wirklich nicht wegräumen. Es hat mich so gruselt. Ich war 1 Woche da, es ist so viel passiert. Ja, und dann ist es irgendwie darum gegangen, dass der eine Gio von Holland, dem seine Schwester, ist irgendwie ein Jahr vor mir, ist die dort auf diesem Bauernhof gewesen. Der hat es so gut gefallen, dass ihr Bruder auch kommen wollte. Dann hat mir das die Ursula so verkündet, ja, wir bekommen dann noch einen zusätzlichen Gast. Und dann sagt sie mir so, ja, der schläft dann mit dir im gleichen Zimmer. Ich so, hä? Ursula und Hans-Uli, die waren ja nicht geheiratet, das heisst, sie hatten je ein separates Zimmer gehabt. Und sie hatten dann noch ein Zimmer gehabt. Und dort war ich drin. Dann hat sie gesagt, aber auf jeden Fall der Gil, der würde dann mit mir im Zimmer schlafen. Das Bett ist ja recht gross. Ich so, was? Sie so, ja, also, wenn dir das unangenehm ist, dann kannst du auch zu mir ins Bett schlafen. Ich so, hey Ursula, das ist auch keine Option. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, hey, geht's eigentlich noch? Also wirklich, ich meine, was bin ich dann? Ich war 16 und dann war ich irgendwie 15. Ich habe wirklich so gedacht, hey, ich will echt nicht meine erste Nacht mit einem wildfremden Holländer. Nein, das ist dann so rassistisch. Ich habe irgendwie versucht, meinem Rektor anzurufen. Und wo ich ja so ganz knapp an der deutschen Grenze war, hatte ich kein Netz, wo ich dann zumal noch bei Sunrise war. Und du hast echt kein Netz gehabt. Und dann bin ich die ganze Zeit so rumgelaufen mit dem Nattel. Es ist die ganze Zeit T-Mobile gekommen. Das heisst, ich konnte nicht anrufen. Dann, bis ich mal ein Netz hatte. Dann habe ich meinem Rektor angerufen. Ich so, ich kann nicht mehr sein, es geht gar nicht. Dann habe ich gefunden, ja, also, Frau Schabani, es gibt noch 140 andere Schülerinnen und Schüler, die sind irgendwo auf einer Berghütte und haben kein warmes Wasser. Ich so, ist mir egal, ich will auch in die Berghütte, aber ich kann einfach hier nicht sein. Und dann ist mein Bär am Samstag holen. Und Ursula und der Hans-Uli haben die Welt nicht verstanden, warum ich jetzt nicht dort bleiben will. Auf jeden Fall war ich so froh, als mein Bär mich holen konnte. Und dann, wirklich, aber am gleichen Tag bin ich dann noch irgendwie auf Yverdon-les-Bains. Und dort bin ich in eine Familie reingekommen. Und das war dann wirklich easy. Ja, ich musste einfach auf die Kinder schauen und ihr im Garten helfen. Und einfach ein bisschen so. Aber jetzt nicht irgendwie wirklich von 6:30 bis um 11 Uhr einfach den ganzen Tag dran. Es war wirklich eine ereignisreiche Woche in diesem Landdienst. Auf jeden Fall Ziel erfüllt, würde ich mal sagen. Es war ganz eine andere Facette von der Schweiz, die ich lernen durfte. Danke, Schuh.